Es ist Montag, der 4. Mai. Wir starten die neue Woche mit dem Losungstext Psalm 107, Verse 3 und 8. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Der Lehrtext redet von dem Gleichnis vom Gastmahl, wo der Knecht ist ausgeschickt worden. Und er sagt, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Lukas 14, 22 bis 23. Ja, genau, so eine Situation kommt mir in den Sinn im Rahmen von einer Hochzeit. Es ist noch Raum da und auch, dass mein Haus voll werde. Es ist ein interkulturelles Hochzeit, eine Schweizerin, ein Tamil. Das finanzielle Polster war nicht gross, darum haben sie für das Feiern eine Waldhütte gemietet. Das Unglück hat es wollen, dass es ein schweres Gewitter gegeben hat an diesem Abend. Und nachher nachfolgend hat es noch in Strömen geregnet und so sind die Leute flotschnass plötzlich vor dem Kirchgemeindehaus gestanden und haben gesagt, könnten wir nicht hier fertig feiern? Und ich meine, wer möchte da schon Nein sagen? Und ich habe mich gewundert, wie viele Leute so einen Kirchgemeindehaus Platz haben, weil es sind immer noch mehr gekommen. Ich habe auch die tamilische Seite gut gekannt, von der Kultur her. Wir hatten lange 2 und später 3 Tamilen im Haus. Und wir haben gewusst, bei den Tamilen ist es halt so, jeder ist wieder am anderen sein Cousin. Und so war es ein grosses Cousinfest und sowieso bei der Hochzeit ist man ja noch eigentlich verwandt. Heiter und lustig geht es zu und her und wenn es so ist, dann gibt es eben auch keine Platzangst. Und es tut mir leid, wenn manche Leute sagen, ja, im Himmel, ja, da steht man lang sicher auf den Füßen rum, wenn man denkt, all die Jahrtausende und all die Leute, die jetzt dann plötzlich alle sich den Raum müssen teilen und man steht sich auf den Zehen um beim grossen Halleluja. Als ob die Menschen wären geschaffen worden, für einen Platz zu füllen. Es ist nicht vielmehr so, dass Gott der Schöpfer Platz geschaffen hat für sein Lieblingswerk, nämlich die Menschen. Wenn Gott selber im Zentrum ist, wie es bei einer Hochzeit ja auch darf sein, dann ist eine gewisse Enge auch nicht beängstigend. Enge und Angst ist ja das gleiche Wort. Eben, wenn man zu wenig Platz hat, bekommt man Angst. Da kommt mir auch eine Geschichte in den Sinn von dem bekannten Pfarrer Christoph Blumhardt, der in Möttlingen, einer normalen Landgemeinde, seine Arbeit hat angefangen. Die Geschichte von Christoph Blumhardt ist eigentlich eine für sich, die ich hier jetzt nicht ins Zentrum rücke, aber es gibt ein Phänomen, das jetzt eigentlich auch heute zu uns redet, nämlich nachdem er mit dem Befreiungsdienst angefangen hat und viele Leute sind so ein bisschen aufgerüttelt worden, dass es mehr gibt als das, was man nur sieht und dass Gott wirklich Macht hat über allem. Da hat es volle Kirchen gegeben bei ihm. Und er hat sich gefreut daran, aber er hat gemerkt, es ist noch nicht ganz in den Herzen angekommen. Es ist halt jetzt vielleicht wieder ein bisschen die lutherische Rechtgläubigkeit, die ein bisschen gegriffen hat bei ihnen. Sie sind ein bisschen zurückgekommen auf den alten Bestand und er hat gebeten, Heilige Geist, komm du selber. Nicht die paar hundert, die wir hier haben, sondern etwas einfach nochmal anderes. Nicht nur Gemeindewachstum, sondern Erweckung. Und das ist am Sonntag, wo er so gebetet hat, passiert, dass der Heilige Geist durch ihn anfangen zu predigen. Und das war der Anfang. Und es hat geändert damit, dass manchmal 5000 Leute am Sonntag bei dieser Predigt um die Kirche herum, drinnen und in mehreren Staffeln natürlich sind anwesend waren. Und es hat eigentlich keine grosse Klage gegeben wegen Platzangst, weil wenn die Leute Hunger haben, nach mehr, dann ist der Platz nachher eine untergeordnete Sache und ich kann plötzlich sehr eng zusammen sein. Etwas anderes betreiben ja die Leute, die eben Angst haben um unsere Welt. Bevölkerungskontrolle ist nötig. Eine weltweite Platzangst, wenn wir jetzt den Globus haben, und der steht jetzt heute hier auf einer Bibel, ist eigentlich sinnbildlich so gemeint. Der Platz der Erde wird immer enger, es wird zu einer Bedrohung. Ja, der Mensch selber ist eigentlich die Hauptbedrohung für diesen Planeten. Vergessen wir nicht, dass man schon früher mal so gedacht hat, der Kain. Er hat gesagt,
Die Welt ist zu klein für 4 Leute. Einer muss weg. Der Kain hat nicht gesagt, ich gehe auf die andere Hälfte der Erde. Da kann der Abel hier machen, was er will. Ich mache auch für, was ich will. Es gibt sogar eine berühmte Studie, die die UNO in Auftrag gegeben hat, wie viel Land könnte die Welt ernähren. Und man hat herausgefunden, wenn man die Leute optimal und auch ein bisschen minimal ernährt, hauptsächlich mit Soja und nicht mit Fleisch, wo ja das Land eigentlich 10-mal mehr Kalorien produziert, als der Mensch nachher verbraucht, dann hat man gesehen, der Staat Texas würde länger, für die Welt zu ernähren. Für die Egoisten ist die Welt immer zu klein, immer zu eng. Es gibt immer eine Bedrohung. Die Bedrohung sind immer die vielen Leute, die anderen Leute. Für Menschen, die gerne teilen, wie Gott eben selber auch gerne teilt, ist auch wenig Raum sofort auch mal genug, gross genug. So sagt der Paulus ja zu den Korinthern. Ihr habt nicht engen Raum in unseren Herzen, ihr habt weiten Raum. Und der Paulus zeigt ja genau, wo entsteht eigentlich Platzangst. Die entsteht nicht auf dem Globus. Der Globus ist auch nicht der Grund dafür, die weite Erde, Norden, Osten, Westen, Süden, was der Psalm sagt. Sondern das Herz ist das Problem. Im Herz von denen, wo der andere für sie eine Bedrohung wird, eine Einschränkung. Gott wird uns lückenlos nachweisen, wenn mal die Wahrheit ans Licht kommt, dass es in keinem Moment vor der ganzen Weltgeschichte zu wenig Platz hatte, für die Menschheit zu ernähren. Und er wird uns nachweisen, dass unser Herz der Grund war, warum das Leute Hunger haben. Das 1000-jährige Reich redet ja davon, dass die Welt nochmal ein Reset-Erlebnis wird haben. Die ganze Weltgeschichte wird nochmal neu aufgeleistet. Und dort ist wichtig für uns zu wissen, nicht die geplanten Kolonien auf dem Mars oder auf dem Meeresgrund werden dann realisiert. Die Menschheit fährt sowieso auf niederem Niveau an. Der Jesaja sagt sogar, sie sind seltener als Gott. Aber der Böse und auch das Böse sind eingesperrt. Das führt dazu, dass es keine Abtreibungen gibt, dass Menschen nicht vor ihrem Datum sterben, sondern im Gegenteil, dass sie das Leben feiern und dass es grosse Familien und eine extreme Multiplikation gibt. Ja, eine Bevölkerungsexplosion, von dem, wo ja jeder heute Angst hat. Das wird es dort geben. Es wird 1000 Jahre lang Frieden sein, wo jeder gerne mit dem anderen teilt. Es kommt ihm gar nichts anderes in den Sinn. Und es ist keine Enge in seinem Herz. Es ist eben ein Friedensreich. Und so wird sich erfüllen, was der Psalm heute sagt. Nämlich, von allen Seiten werden sie kommen, weil das Reich hat ja ein Zentrum. Und der Frieden strahlt ja von diesem Zentrum aus. Und die Menschen werden durch das inspiriert und befähigt und können teilen. Weil es in Gottes Herz Raum gibt, so wird es auch in diesem Teil der Menschengeschichte, in diesem letzten Kapitel der Erdgeschichte, Raum geben für alle. Klaustrophobie Herz wird es erst ganz am Schluss noch mal geben. Das ist eine kurze Periode, wo man muss wissen, die wird es auch noch mal geben, wenn der Böse aus seinen Abgründen entlassen wird und nochmal Menschen kann versuchen mit Gedanken aus einem sehr engen Herz, weil für ihn war ja der Himmel auch zu klein. Das ist der Aufstand vom Satan. Er ist der Klaustrophobie, der Platzangst in das Herz hinein sagt und sagt, der Rest ist eine Bedrohung. Gott ist eine Bedrohung, der Nächste ist eine Bedrohung, alles ist eine Bedrohung, nur ich muss für mich schauen. Und so wird er einen rechten Teil dieser Menschheit verführen. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen. Und dann kommt die Zeit, wo es sogar heisst, das Meer wird nicht mehr sein. Nicht nur Tod und Krankheit und diese Sachen werden nicht mehr sein, sondern ein grosser blauer Teil von unserem Globus wird hier umgewandelt werden in eine neue Erde, einen neuen Himmel. Himmel und Erde werden geprägt sein von einem Gott und seinen Geschöpfen, die viel Raum haben in ihrem Herz. Und darum eben die Frage, heute können wir das mitnehmen in die kommenden Tage, in die neue Woche, haben wir Raum in unserem Herz. Da haben ja viele Leute mit uns und neben uns Platz.